Regionale Nachrichten in 100 Sekunden. Präsentiert von der Aargauischen Kantonalbank, der CSS-Versicherung und Toyota im Emil Frey Autocenter Saffenwil. Grüezi miteinander aus dem Newsroom vom Zofiger Tagblatt zu 100 Sekunden Kurznachrichten aus der Region im Überblick. Die Situation am Spital Zofigen mit Covid-Patienten spitzt sich zu, wie der Infektiologe und leitende Arzt Philipp Raffiner im Interview mit dem ZT sagt. Mittlerweile ist jedes vierte Bett durch einen Covid-Patient belegt. Auf Ende Woche wird darum die Station vergrössert und medizinisch nicht dringende Eingriffe werden bis auf Weiteres verschoben. Das Durchschnittsalter der Covid-Patienten liegt bei 73. Jeder dritte bis vierte Patient stirbt. Der Philipp Raffiner appelliert im Hinblick auf die Festtage an die Selbstverantwortung und ruft dazu auf, beizutragen, die Infektionszahlen zu senken. Die Sozialstatistik vom Kanton Aargau zeigt grundsätzlich positive Tendenzen. Im Jahr 2019 haben im Kanton Aargau 14.280 Personen in 8.957 Unterstützungseinheiten Sozialhilfe bezogen. Damit ist die Zahl der Dossiers wie auch bei denen der Personen zum zweiten Mal in Folge zurückgegangen. Zum ersten Mal seit langem ist zum Beispiel in Arbig die Sozialhilfequote unter 5% gefallen. In Zofigen aber steigen die Zahlen kontinuierlich. Seit über 50 Jahren verkauft der Aurelio Pini in der kalten Jahreszeit Maroni in der Zofiger Altstadt. Letzten Samstag hat er aber jetzt etwas erlebt, das er in seiner langen Zeit noch nie hätte müssen. Vandalen haben die grosse Maroni-Pfanne und Schamottsteine von seinem Stand zerstört. Dass Täter verwünscht werden, glaubt der Pini nicht, hofft aber, dass es bei einem Einzelfall bleibt. Die Renovationsarbeiten am Schulhaus Vorwald sind im Schlussspurt. Die Gebäudehülle präsentiert sich in einem hellen Beige und nicht mehr gelb. Auch die neuen Lukarnen, die neu viereckig und mit Kupfer ummantelt sind, fallen auf. Neben dem neuen Anstrich und den Lukarnen ist aber auch im Gebäudeinneren einiges renoviert worden. Selbst die Natur hat Platz gefunden in den Plänen. In den Stirnläden sind nämlich Nistkästen für Moorsegler eingebaut. Mehr News und weitere Themen aus der Region lesen ihr in der gedruckten Ausgabe vom ZT und natürlich auf zofigertagblatt.ch. Ade miteinander. Informiert in 100 Sekunden. Aktuelle regionale Nachrichten direkt aus dem ZT Newsroom. Ist Ihnen präsentiert worden von der Aargauischen Kantonalbank. Am richtigen Ort. Der CSS-Versicherung. Ganz persönlich. Und Toyota im Emil Frey Autocenter Saffenwil. Mit Emil Frey zu Ihrem Traumauto.